Und auf der Laufbahn steht das nächste Finale an. Es wird spannend. 800 Meter der männlichen Jugend. U18 mit dabei auf Bahn 1. Der U16, deutsche Meister aus dem letzten Jahr, von der LG Rankam Holzwegende Finn Merten. Auf Bahn 2. 4x400 Meter. Deutscher Meister wurde er in Ulm 2014 vom TV Wattenscheid, Leander Tschech. Auf Bahn 3 vom LC Cottbus, Konstantin Schulz. Und daneben ebenfalls auf der 3 vom LAZ Saarbrücken, Jan-Niklas Linke. Auf der 4 steht der Athlet vom LAZ Gießen. 7. wurde er im Vorjahr, Niklas Hasi. Auf Bahn 5 vom TSV Altenholz, Jesko Karliebe. Auf Bahn 5 von der LG Maifeld Helens. 4. wurde er bei der U16-Meisterschaft, Niklas Iking. Auf Bahn 6, er kommt von der LG Region Karlsruhe. In Kali bei der U18 stand er im Finale in Nürnberg mit der 3000 Meter Staffel im Finale. Und heute steht er auch hier im Finale, Pascal Kleier. Auf Bahn 7 von der LG Oberschwaben, Patrick Weißer. Und auf Bahn 8 von der SG Motorgoles Nord, Konstantin König. Das ist das Finale, 800 Meter der männlichen Jugend U18. Ja, und das ist der starke Glück für die 10 Athleten. Und jetzt hier 200 Meter nach Start, Pascal Kleier im rot-weißen Trikot der LG Region Karlsruhe. Führt er das Feld an, das Feld aufgereiht. Dahinter vom LC Cottbus Konstantin Schulz und Konstantin König vom LSG Motorgoles Nord. Jetzt noch eine Runde und Pascal Kleier Führung. Der Durchgang 53,88. Und Pascal Kleier weiter in Führung. Setzt sich jetzt eine Vierergruppe ab und am Ende dieser Vierergruppe Leander Tschech, TV Wattenscheid und die Lücke von vorne, Pascal Kleier. Und Niklas Hasi geht jetzt an Position 3, aber die Lücke vorne zu Pascal Kleier, die kann nicht mehr aufgeschlossen werden, aber kann sie das doch noch. Geht doch jetzt hier gerade hier. Pascal Kleier. Und dann haben wir hier einer von Konstantin Schulz vom SC Cottbus im Bereich. Das ist Niklas Hasi. Und 1,49,98. Persönliche Bestzeit hier im Finale. Und der neue deutsche Jugendmeister kommt von der LG Region Karlsruhe, Pascal Kleier. Ja.